Salut zusammen und herzlich willkommen zu meiner ersten Wissenfo als freier Mensch. Ich weiss, dass jetzt vermutlich der ein oder andere befürchtet, oh nein, jetzt schnurrt denn der auch noch über den Brexit, aber ich kann dich beruhigen. Ich habe nämlich gerade mein Schexit, mein Schulexit gehabt und ich habe keine Schule mehr, Mann. Ja, nie wieder Schule. Also es ist nicht so, dass ich mega gelitten hätte, aber manchmal habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt komme ich also wirklich fast nicht aus dem fucking Bett, ich will daheim bleiben und ja, das kann ich jetzt machen in Zukunft. Oder zumindest, bis ich studiere oder sonst was mache, aber jetzt vorerst habe ich da einfach mal den Sommer daheim, schaue, was ich machen kann, tue irgendwelche Kurse belegen bis Sachen, die mich interessieren und mache nebendran natürlich YouTube weiter. Ich danke an dieser Stelle natürlich auch noch Martin und den Hipster Gnog, die mega tolle Videos gemacht haben, die in den letzten 4 Wochen erschienen sind, wo ich mega Prüfungsstress hatte. Und während meiner Prüfungen habe ich natürlich trotzdem versucht, mich mit verschiedenen Medien auf dem Laufenden zu halten, was gerade am Abgehen ist, und mir ist ein sehr interessanter Artikel aufgefallen. Der Artikel findet sich in einer renommierten Online-Zeitung vor. Ist unten verlinkt und hat für mega interessante Kommentare gesorgt. In diesem Artikel ist es darum gegangen, dass in unserem Nachbarland, im Fürstenstein Lichtentum. In diesem Artikel ist es darum gegangen, dass in unserem Nachbarland, im Liechtenstein Fürstentum. In dem Artikel ist es darum gegangen, dass im Fürstentum Liechtenstein 2013 ein Froschteich ausgehoben worden ist, also mit einem Bagger oder sonst was, weil man denkt, okay, jetzt machen wir mal diesen Fröschen eine Freude, dass sie so schön einen Teich haben, auch bei uns in Liechtenstein. Was man dort aber nicht bedenkt hat, ist das Frösche quaken. Und jetzt hat das dazu geführt, dass die Anwohner, die dort um den Froschteich wohnen, sich von dem Quaken, das zum Teil bis zu 90 Dezibel erreicht, derart gestört gefühlt haben, dass man jetzt den Teich wieder zugeschüttet hat. Und jetzt kommen wir auf die Kommentare zu sprechen. Dort ist nämlich ein allgemein sehr vorwerfender Ton vorzufinden gewesen. Die meisten haben gefunden, jetzt tut man noch extra den Teich ausheben und jetzt macht man wieder zu. Kein Wunder, dass die Frösche zunehmend aussterben. Kein Wunder, der Mensch nimmt sich immer so wichtig und bla und blue. Und ich muss sagen, hä? Ich meine, die Leute haben einfach Forderungen gestellt, dass sich die armen Liechtensteiner, die den ganzen Tag durch mit 90 Dezibel beschallt werden, und ich meine, das ist nicht irgendwie ein Vogelgezwitscher, das ist einfach ein einheitliches Quaken, dass sich die Liechtensteiner schämen und völlig amateurhafte Naturschützer haben sich plötzlich in ihrer Rolle bestätigt gefühlt, dass der Mensch das böse Arschloch ist und der arme Frosch der Leidtragende. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer so etwas fordert, wer irgendeine Forderung stellen kann, der soll auch etwas geleistet haben. Und ich meine ganz im Ernst, wenn sich die Leute daran stören, dass die Frösche jetzt keinen Teich mehr haben, dann sollen sie doch bei ihnen im Garten oder in der Umgebung so einen Teich ausgraben und dann selber mit den 90 Dezibel zurechtkommen. 90 Dezibel, das ist nicht nichts. Ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, ich kann den Bubiton nicht vertragen, aber ey, vergleich mich mal mit 90 Dezibel Froschquaken. Ich glaube, dann würdest du mich umarmen vor Liebe. Was meint ihr zu dieser ganzen Sache? Ich habe jetzt einfach gerade den Grundsatz, wer etwas fordert, der muss auch schon etwas geleistet haben, zur Hilfe zu sorgen, was ich finde, das trifft immer zu. Eure Meinung super gerne ins Kommentar. Und wer nicht so interessiert an Fußball ist, der kann jetzt schon abschalten, denn es geht um die EM, an der die Schweiz leider ausgeschieden ist. Obwohl der Shaqiri einen mega geilen Fallrückzieher gemacht hat, wirklich, mir ist die Kinnladen runter, hat es leider nicht gelangt. Der Granit Xhaka hat seinen Penaltyschuss im Penaltyschießen links neben das Goal gepfeffert und die Polen haben leider jeden versenkt. Was ich aber richtig asozial finde, ist, dass die Polen nachher von unseren Schweizer Fans jubeln. Sie haben nachher gesagt, jo, Entschuldigung, Polen hat Weiss-Rot als Nationalfarbe, die Schweizer haben Weiss-Rot als Nationalfarbe, aber dann schon, wo ausgelöst ist, auf welches Goal geschossen werden soll beim Penaltyschießen, sind die Polen enttäuscht gewesen, dass es sich hier dabei ums Goal vor den Schweizer Fans gehandelt hat. Das heisst, sie haben sofort gecheckt, dort sitzen die Schweizer Fans. Eine andere Erklärung von einem anderen Offiziellen von den Polen ist, dass der Goalie von den Polen einfach dort gestanden ist und dann alle Spieler wollten ihn umarmen. Das glaube ich aber auch nicht, denn viele Polen haben wirklich so mega gejubelt zum Schweizer Publikum und das hat dann auch reagiert und sind recht viele Gegenstände aufs Feld geflogen, was meiner Meinung nach, ja. Also ich muss jetzt eigentlich sozusagen ein bisschen das Vorbild spielen und sagen, das geht ja wohl gar nicht, aber ganz im Ernst, wer so etwas macht, hat es verdient, eine Flasche an Grin zu bekommen, ganz klar. Was meint ihr zu dieser ganzen Sache? Und wenn ihr nicht so viel Ahnung von Fußball habt ihr überhaupt gecheckt, über was ich gerade geredet habe? Ansonsten freue ich mich, dass ihr überhaupt wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Sommerstart gehabt habt, dass ihr vielleicht noch euren Endspurt in der Schule genießt oder auch eben nicht genießt und euch auf die Sommerferien freut. Und damit tschüss, man sieht sich demnächst wieder. Ich probiere es jetzt regelmäßig zu machen.